Tänzer in den Ruinen. Hier zurück bei Fire Emblem Engage. Willkommen zurück, Freunde. Muss mal ganz kurz gucken, was wollte ich jetzt in der letzten Folge? Ich habe aus irgendeinem Grund die so aufgestellt. Wollte ich da... Wollte ich... Also, natürlich wollte ich. Aber kann ich... Gut, ich meine, ich könnte engagen, aber was bringt das? Ein Tänzer-Move kann ich mir noch aufsparen. Ich bräuchte noch mal ein paar... Ah, hier drüben. Geh du doch bitte mal da rüber mit dem Stab. Wow, das bringt's ja. Okay. Dann bringe ich uns hier schon mal ein bisschen in Stellung. Natürlich doof mit dem ganzen Mias, muss ich erstmal killen. Bündnis und heiliger Schild, ja, ist leider erst nur Fernangriff, das ist ein bisschen doof. Auch da gibt es einen Stab. Ah ja, genau. Das wollte ich ja vor allem. Verzeihung. So. Hinten kommen ja noch ein paar Feinde, die sind mir aber aktuell noch egal. Okay, ich kann nur da unten hin. Ja, komm. Zug beenden. Was alles überhaupt hier für Typen? Alles. Mit Meisterachs sogar. Meisterachs-Typen. Tomahawk und Meisterachs. Das sind aber knackige Typis. Erst einmal da schnell rüber. Da auffüllen. So, und dann da unten. Ja, warte mal, dann machen wir das doch so. Dann könnt ihr auch nachher um die Verfolger kümmern. Das heißt, hier mache ich wieder mal Bündnis, Engage. Und dann warte mal. Oh, bin ich doof. Warte mal, Moment. Zurück muss ich gar nicht. Drachenadler geht auch so. Zerstörbar. So, dann machen wir das im nächsten Zug. Das heißt, wenn die vorbeikommen wollen... Elfenflut. Feuerlanz. Ernsthaft jetzt? Viele Magier hier drin, wa? Ja gut. Wenn ich hier Magier habe, dann sollen doch kommen. Durchbrechen lasse ich mal, weil ist nicht notwendig. Mache hier das und dann sage ich mal viel Spaß. Ich überlege ernsthaft, ob ich irgendwie Ivy halt zum doppelten Tank ein bisschen tanky machen soll, weil Verteidigungsresistenz war das so hoch, das ist schon cool. So, euch lassen wir mal da, weil da kommt ja gleich Gesellschaft auf uns zu. Vielleicht mal mit Fogado, weil er ja ein bisschen Magie drauf hat. Sind natürlich als Tank. Ja, komm. Ich würde sagen, er passt soweit, wa? So liebe ich das, Mann. Du. Natürlich Coop-Schaden noch und noch ganz normaler Schaden. Jetzt kriegst du den Schaden, Kumpel. Und Ivy ist sauer. Warum müsst ihr mir Ivy sauer machen? Ich verstehe das nicht. Was hat sie auch getan? Oh, jetzt sogar noch eine erhöhte Crit-Chance. Ching Ching, schön durchbrochen. So, dann machst du hier nochmal. Drachenader, ich würde sagen... Da unten geht nicht, wa? Schade.
Kommt jetzt natürlich nirgendwo hin, wa? Ja, aufgepasst. Und plötzlich kommen sie überall hin. Naja, fast überall. Ja, Citrin macht das schon. Hier ist das Problem, die sind jetzt wieder voll drin. Die Kriege auf nicht klein, egal was machen. Oder fast nicht. Ich krieg sie schon klein. Den mache ich vielleicht mit ihr hier oben, wenn es da irgendwie schnell durchkommt. Jo. Oh, da ist noch ein zweiter Move, Leute. Was ist das mit diesen Crits immer aus dem zweiten Zug? Ey, nicht zu fassen, ey. So, 3 Typen und nur 2. Das ist ein bisschen doof gerade. Kann ich noch irgendwas machen? Und das ist ja Waffenvorteil. Ja. Ja. Weiß ich nicht. So doof, wenn die alle natürlich auf ihn jetzt losgehen, wa? Mit, gut, ich meine, mehr Damage oder mehr Schaden machen deswegen ja nicht, wa? Durch auf die ganzen Werte sind maximal erhöht, das ist maximal scheiße. So, einen Krieger denke ich schon noch klein, oder? Denke ich, kriege noch klein. Ein fucking Sonnenbogen, ja. Ja, komm. Weg ist weg. Ich glaube, Ivy trägt keine Elfenflugbeise, wa? Oh doch, warte mal. Elfenflug noch ein bisschen mehr reißen. Und das scheiß Miasma, was mir gar nicht gelegen kommt. Das ist schon doof, wenn meine eigenen Werte dadurch sinken. Das mag ich nicht, Alter. So, was machen wir bei dem da unten? Auch nichts Vernünftiges, war. 2 Stück der Meißellanze, ganz ehrlich, wegen um 4. 2, 3, 4. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen zurück und können nochmal auf mich zugestürmt kommen. Die 4. Fassung müssen wir mit Mike noch irgendwas machen. Ja, mit dem Miasma ist trotzdem scheiße eben. Also gut, zu mir hinkommen tun sie so oder so nicht. Das ist ja ein Ding der Möglichkeit. Was ich mit ihm noch machen könnte, wäre hier den anderen attackieren. Am besten ohne Bündnis mit Ling. Und schön ausgewichen. Du. Durchbrechen. Ja, wozu?
Ich bleib lieber hier. So, und ich an der Stelle jetzt, ich meine, ähnlich ein Bündnis machen, mit dem Meisterbogen ein bisschen was versuchen, aber viel bringt das auch nicht. Dann mache ich lieber den hier platt. Auch ein Gegner weniger. Ching, 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 ching. Das Miasma ist echt übel, ey. Hey, ich kann 5 bewegen, aber hier durchkommen nicht mehr, oder was? Ist ja auch schräg. So, der muss leider weg. Ist nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ganz, ganz üble Gewalt. So. Wir sind hier unten. Hier unten muss ich sowieso was machen. Okay, kann man lassen wir da oben jetzt mal nix. Dafür mache ich hier unten mal Drachenader. Oh, da kommen wir so weit. Jo. So, die Ader ist nachher nehmen wir sowieso gleich weg. Dann muss ich mit euch gucken. Das heißt, die Mira kann nach unten. Kann ich eigentlich mit allen nach unten, wa? Weil, was soll ich sonst hier machen? Ihr könnt aber hier noch mit dem Stamm ein bisschen Pflege machen. So, und hier oben, wenn ich mir schon mal ein bisschen in Lauerstellung begeben, wenn hier die ganzen Feinde kommen. So, ich vermute, aber ich bin ja hier eigentlich noch relativ gut gesichert, wa? Dinge hier kaputt machen, ja, wozu? Also weil es lustig ist. Also die Crit-Chance war schon da, also die war nicht übel. So, bei dir hätte ich gerne noch, oder machen wir lieber direkt. Gegen diese sind alles Axttypen, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Komm, scheiß drauf, hier. Die halten ganz schön was aus, ey. Leute. Wenn ich eh nicht dopple, weil die so schnell sind. Ah, da, die haben schon einen gewissen Speed drauf. Warte mal, bei dem hier hinten könnte ich doppeln. Oder auch nicht. Ernsthaft, die sind wegen so schnell sogar hier nicht klappt. Irgendwie ein bisschen schade. Die haben natürlich auch viel Verteidigung und Resistenz, ey. Stell dir mal vor, die würden auf diese Miasma-Felder gelangen. Alter. Dann wäre es, glaube ich, auch vorbei.
Das ist aber ein Scherz gewesen, wa? Da soll ich sogar lieber direkt abhauen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie groß was machen kann. Oh, okay, heißen diesen Zug darf er gar nicht treffen, seinem scheiß Meisterbogen. Hey, geh wieder ganz zurück hier, sorry, aber... Jetzt hast du die Türen weg, bin ich. Mann, oh Mann, was soll das denn? Ja, guten Bruch, aber der bringt natürlich auch nichts. Ich habe irgendwie... Ich kann aber irgendwie mit Diamant eine bessere Chance hätte gegen die Typen, aber... Das sind eigentlich nur Krieger auf Level 3, aber die haben so fucking hohe Werte. Machen wir es anders, machen erstmal den platt. Weil die anderen sind trotzdem immer noch 4 Felder so entfernt, das heißt, ich guck mal, dass ich jetzt nur irgendwie den kalt kriege. Die anderen eigentlich noch in Ruhe lasse. Ja, zum Beispiel jetzt hier auch irgendwie einen Stab mit einfrieren, den man eigentlich auch mal nutzen könnte. Weil das wirklich gar keinen Damage machen sollte. Die Orkanax haut aber noch rein. Okay, wir müssen aber erstmal brechen und dann wieder zu nahe dran, wenn der Heiler sein soll. Schon krass, wie stark die sind. Ja gut, viel besser sieht sie unten jetzt auch nicht gerade aus, merke ich gerade. Ach du Scheiße. Ein Zug nachher schon da vorbei war. Ja, ich stehe daneben, ich könnte jetzt auch ein Bündnis machen, aber ich meine natürlich nicht so viel Damage, wie ich gerne hätte. Der Langbogen ist doch ein Witz so. Sind mir viel zu viele, die da durchkommen. Da habe ich keine Chance. Ich meine eben, ich könnte so einen Stab einsetzen wie einfrieren oder sowas in der Art. Der klappt trotzdem nur für einen. Ja gut, ich meine zuerst angreifen und dann nachher immer den retten. Das ist natürlich auch eine Option. Auch schon krassere Magie, wa? Dann wird es schon klappen. Das heißt auch, dass die hier mit Magie einfach nicht so geil drauf sind, obwohl die so einen Bruch verursachen kann. Und jetzt könnte ich theoretisch mit ihr hier hin und einfach sagen, yo, Diggi. Elfenflut und Fastschuss. Das ist eigentlich auch krass, war nur Fastschuss. Der sagt direkt, weißt du was, ich habe so viel Verteidigung, ich gehe das Risiko ein.
und kitzel ihn mal ein bisschen. Das wäre natürlich Ikes Ding so gut, aber das Problem ist halt, auch Ikes große A-Tier jetzt zu nutzen, würde mir jetzt nicht so viel bringen, wie ich gerne hätte. Leider. Oh, jetzt treffe ich plötzlich noch, krass. Das Problem ist halt, die kommen trotzdem zu mir durch, versteht ihr? Also, egal wer jetzt hier, das sind großartig Dreh- und Wände. So, ich habe mit dir den Rettungsstab noch. Mit ihr kann ich einfrieren. Ich glaube, mit der erstmal nur einer auf uns zukommt, wa? Es ist nicht viel, aber immerhin etwas. So noch angreifen, wa? Und dann so in der Saal mit dem Meisterachs nicht angreifen kann. Okay, das sind immer die paar... Ja, ich würde zwar, muss ich zugeben, lieber angreifen. Aber es bringt mir nicht viel. Ich habe gerade überlegt, ob ich doch Tanz der Götti mache. Dann vielleicht nochmal jemanden... Ah, aber das jetzt falsch positioniert war. Und ich kann Tanz der Götti noch hier machen. Das Problem ist halt, auch wenn der sich gar nicht bewegt, der kommt trotzdem. Und der ja auch. Also vielleicht irgendwie den noch einfrieren und den noch irgendwie angreifen, wenn es eigentlich nicht mehr viel bringt. Wäre eine Idee. Oder hier zu machen, einfach nur damit sie halt nochmal einen Bewegungsstopp einsetzen kann auf den zum Beispiel, den Typen da. Wäre auch eine Idee, dann setzt die einfach so fest. Resistenz hier ist eher ein bisschen fragwürdig. So, das heißt, der kann sich noch bewegen und hier ist halt das Problem. Wenn da hingehe, greift der mich an, da ist irgendwie nicht so geil, obwohl ich den gerne schon mal ein bisschen weiter schwächen würde. Lass jetzt einfach hier bleiben. Nachher kommen halt 3 auf mich zu, das heißt, ich muss trotzdem einen platt machen. Damit ich im Idealfall wieder 2 einfrieren könnte.
Die Frage ist halt, wird er mich überhaupt treffen? Physischer Angriff 44 mit dem scheiß Tomahawk. Ich meine, ich überleb's, klar, aber trotzdem. Fegan-Effekt, okay, vielleicht klappt's trotzdem. Wir gucken mal. Hey, die Typen sind doch härter als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie noch so knackig wird hier. Huch. Ich greife gar nicht an. Bin doch ein bisschen verwirrt. Schwäche schon in da hinten. Kann man schwächen schon mal. Würde ich den schon mal da vorne wieder entwaffnen. Also einen Bruch auslösen. Dann greife ich hier frontal an. Doppelgängerruf habe ich auch noch, stimmt. Ganz vergessen. Silberlanze ist besser als nix. Dann kannst du hier nochmal donnern. Kann einer von euch die gleich killen und dann habe ich noch sie hier. Fuck, ich kann noch einmal einfrieren. Ups. Okay, dann muss erst einmal der eingefroren werden. Dann muss ich den da vorne jetzt mal killen. So, der kommt gar nicht so weit, dafür habe ich den da vorne wieder. Ja, kaum könnte hinhauen. Zumindest sind beide mit Meisterachs schon mal weg, der ist schon mal gut. Ja, echt nervig. So, 27 habe ich noch. Zu wem komme ich so schnell hin? Protektion wäre natürlich auch eine Variante. Okay, Korbschlag plus Bruch. Plus Bruch. Bruch. Und hat trotzdem überlebt. Bündnis angreifen. Schon krass, wie viele Truppen ich brauche, ey. Um ein paar Solution loszuwerden. So. Michael bleibt da unten. Dem passt schon. Ich habe da den einen Stab noch drin gehabt. Er muss noch mehr Produktion einsetzen, weil da komme ich einfach irgendwie... Der Gedanke an Produktion ist irgendwie nicht richtig immer da, muss ich ehrlich zugeben. Ganz kurz gucken. Gut, ich meine, doppeln kann ich eh nicht, also kann ich genauso gut... Nicht von da aus, weil es nicht geht. Sondern von näher aus angreifen. Müsste erstmal jemand weg. Adios! Ja, nicht wirklich, war nur 15 Schaden. Und dann halt echt verdammt viele KP hat.
Ja, wobei KPG noch hat, aber sonst so krasse Werte. Hätte mich doch wieder falsch positioniert. Moment. Falsch. Wobei, wieso falsch? Kann er erstmal so machen. Ich verursache Einbruch. So, jetzt aber. Puh. Was für ein Krampf, ey. Aber wir haben es geschafft, obwohl ich hier noch ein Engaging gebraucht habe, aber wir kommen relativ schnell wieder hin zu den anderen Feldern. So, er hat ja auch noch voll dabei. Die Verfolger waren krass, ey. Also. Aber man merkt schon, ey, ich meine, ohne Engage bist du dem Spieler komplett aufgeschmissen. Und da hast du gar keine Schnitte. Aber die könnt ihr direkt hier unten machen. Ja, unser flotter Tänzer. Ist natürlich so ein Faktor, wo man sich sagt, ey, so ein Tänzer muss ins Team nehmen. Und wen schmeiße ich dafür raus? Oh, Menno. Da kommen die direkt an. Ich muss sie eben. Eigentlich muss ich. Doch. Ich muss jemanden hier hinstellen. Und zwar Timera eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Timera, der soll alles abfedern. Mit eigenen Kommen natürlich. Und dann richtig schön zuballern. Ja. Das könnte funktionieren. Wer zum Henker? Muss oben noch hin. Ah, sie drin, okay. So, müsste auch bald. Geheilt sind alle soweit. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ging noch schnell, war bis das Band hier voll war. Krass. Hey, hey. Hey ja, ho, ho, ho. So. Zieht also hier hin. Sie beachten Engage-Bündnis, geht hier hin und dann wird gedonnert. Da geht es sogar hier hin. Ja, die Reichweite ist groß. Das müsste eigentlich reichen. So. Sie ist also dort. Der Rest uns bleibt mal noch, wo sie gerade sind. Dann kriege ich vielleicht nachher nochmal die Hauskombo hin. Müssen eher auch noch hier oben hin und so. Und er muss hier noch ein paar Dinger hier wegballern. Aha, der hätte es machen können. War ich Trottel, warte mal. Wenn ich da unten hinkomme. Ja, ganz knapp. Drachenader. Produktion wäre jetzt auch noch was gewesen. So, ja.
müssen hin hier. Machen eh keinen Schaden. Naja, fast keinen Schaden. Bis auf den Kumpel Schaden. Ja, er wird immer größer. Sehr schön. Die haben ja eigentlich in der Regel nicht so viel Verteidigung. Ja, auch ansonsten geht es eigentlich. Das bedeutet... Jetzt wird gekillt. Ah, der Freehouses Ring, genau. Werden schon wieder sie. Warte mal, da ist sogar der mit der Ding war. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Also mal ihn platt machen, dann vor, danach machen die Freehouse-Kombi. Okay. Ich habe hier noch ihn. Ich glaube, ich setze nachher bei wem ein? Ah! Da war jemanden. Wobei muss ich daran vorbeilatschen. Dann mach ich glaube ich mal hier. Ja, schon wieder. Sieht er den Korb des Ziege? Okay, gut. Das heißt, ich kann nachher noch in Ruhe die Truhe plündern. Bündnis. Ja, muss aber mal sein, stimmt. Dann darfst du nochmal ganz kurz ran. Dann haben wir da unten, wie bereits erwähnt, die Kombi. Dazu gleich mehr. Erst einmal mache ich die noch platt. Dann die Yunaka. Schnell wieder Wind. Silberdolch. Orkanaxt. Meisteraxt. Okay, übel. War schon ein bisschen bösartig. Level 2. Stärke und Geschwindigkeit. Ja, mehr braucht es ja nicht. So, jetzt haben wir den Typen da. Eigentlich noch zu übertrieben war, weil er ist ja bereits geschwächt. Den geschwächten Typen, den macht ihr platt. Geht auch nicht. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Wie sieht's mit dir aus? Hast du noch irgendwie Muse was zu tun hier? Ihn zu brechen zum Beispiel. Ja, geht doch. Muss nur einmal sein. So, komplett leise oder voll. Dankeschön. Yes! Los, meine Schüler! Weilefei. Und vor allem kann ich ja nochmal angreifen. Ich mache lieber eine Kampftechnik, wa? Alter!
Mit dem Speer der Vernichtung. Erfahrungspunkte gibt es hier irgendwie so wenig gefühlt. Hierhin haben wir noch irgendwas mit dem Stab, nur Rettung war. Ja, sonst lief es relativ gut hier. Warte mal, wo ist unser Tänzer da? Kommt jetzt nicht so, weil ich gerne hätte. Es sei denn, ich tänzle alle schön aus. Dann wiederum habe ich ja noch... ach nee, mit dir bin ich ja gar nicht im Bündnis, okay. Ja, auch notwendig, ganz ehrlich. So. Truhe öffnen, Talisman erhalten, dankeschön. Für bald schon und dann will ich mal sagen, wir hauen ab. Achso, also da, super. Ah, komm nicht mal bis dahin. Super. Ach komm, weißt du was? So, weg hier. これでこことはお別れだね。命拾いしたよ。ありがとう。神竜様。紋章師カムイ。Mit Mühen zwar, aber es hat geklappt. Und das ohne Louis und ohne Diamant. Die hätten hier sicher noch ein bisschen mehr Schaden gerissen. Was keine Verbindung, willst du mal verarschen? Okay. War schon leicht der Boost gerade. 片付いたようですね。待って、入り口の方に気配がする。まさか残党が。大丈夫ですか？化け物がここに入るのが見えて。テイル。また会えたね。化け物は？ Ich würde sagen, das ist der perfekte Moment für einen Cliffhanger. Wir sehen uns nächste Folge wieder zurück bei Fire Emblem Engage. Wenn erfahren, oder vielleicht erfahren, was hier mit Vale auf sich hat. Ich meine, wir wissen im Prinzip, was da abging. Aber ob es Alea oder hier Michael, ob die Ingame da irgendwie relativ schnell was raffen, da ist eine andere Frage. Und da muss die nächste Folge, könnte es ein bisschen ruhiger wird generell bei uns, weil wir müssen langsam ein bisschen überlegen, wie ich weitermachen will, eben auch nächstes Kapitel, aber auch DLCs. Jetzt ist mittlerweile auch schon die dritte Welle raus. Und hätte ich gerne einen DLC-Ring, hätte ich schon ganz gerne. Aber ja, dazu mehr später, nächste Folge. Das war jetzt Folge 66, sehr schön. Ja, also 100 knacken wir, glaube ich, ziemlich sicher. Da wird noch was. Bis nächstes Mal, ciao zusammen.